Weiter geht's mit dem Abenteuer bei Pokémon Weiß 2, die nächste Generation, Freunde. Und ich habe offscreen das gemacht, was ich euch versprochen hatte. Nämlich mich hier per Wi-Fi, könnte man schon fast sagen, hier eingeloggt, was jetzt mit dem neuen Emulator, sprich mit dem Desmume, irgendwie Wi-Fi heißt glaube ich sogar, Desmume Wi-Fi, genau, verbunden habe, das Ganze konfiguriert habe und jetzt habe ich sogar das geschafft, was ich ursprünglich eigentlich für unmöglich hielt. Nämlich den Memento-Link zu aktivieren. Und was habe ich dadurch geschafft? Na, mal gucken. Jetzt müsste hier genau der Typ ganz links da stehen, der unbedingt wichtig ist, um folgendes Ereignis zu aktivieren. Aber erstmal mit dem Typen noch quatschen. Hier Mann, neue Medaille, cool. Ja, dankeschön. Ja, 50 schön. Mir nicht? Ja Mann, du brauchst mehr. Ja, schon gut. Der Typi. Weil der hat etwas mit dem berühmt-berüchtigten Pokémon-Trainer N zu tun, den wir noch aus Schwarz und Weiß 1 kennen. Nanu, du bist doch... Damals, vor 2 Jahren. Danke, meine Freunde. Kehrt nun zu eurem früheren, friedlichen Leben zurück. Oh, die Musik, hey. Meister N, warum lässt du deine Pokémon frei? Ach, ich kann es einfach nicht. Ich kann Pokémon nicht in Pokébälle einsperren. Außerdem werden sie im Kampf verletzt, wenn sie bei ihren Trainern bleiben. Es ist mir egal, ob wir behaupten, dass wir die Pokémon beschützen oder dass wir die Welt verändern werden. Es ist einfach zu grausam. Aber... Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Pokémon fangen und für uns kämpfen lassen. Wir kennen es nicht anders. Nö, Mann. Wir hatten entschieden, dass es selbstverständlich ist, dass wir sie fangen und für uns kämpfen lassen. Bevor Pokébälle erfunden wurden, gab es das nicht. Die Regeln, die in dieser Welt gelten, sind falsch. Was zum? Du hast recht. Also gut, dann lass auch sofort meine Pokémon frei. Noch nicht. Die Welt hat sich noch nicht geändert. Wir lassen die Pokémon frei, nachdem ich mich mit dem legendären Drachen-Pokémon Einhals angefreundet habe, den Champ besiegt habe und ein Held geworden bin. Oh, es war noch vor dem Abschluss der Story aus Schwarz und Weiß. Lass uns zu unserem nächsten Zielort aufbrechen, Meister N. Und weg ist er. Ich werde Menschen und Pokémon voneinander trennen und die Welt in Schwarz und Weiß teilen. Dann können Pokémon endlich vollkommene Wesen werden. Ich frage mich nur, warum? Warum schienen die Pokémon vorhin, als sie frei ließ, so traurig über unseren Abschied zu sein? Nee, das kann nicht sein. Liegt es an jedem Trainer? Bekomme ich wegen Michael Zweifel? Vor 2 Jahren hieß ich auch Michael. Die Worte der Pokémon, die ich in Gavina gehört habe, sind sie wahr? Entsprechen sie der Wirklichkeit? Ist Michael denn wirklich der ideale Trainer, wie ihn sich an jedes Pokémon wünscht? Die Schreie der Pokémon, die in jedem Raum gelitten haben. Ich bin ein Außenseiter, der irgendwo zwischen Pokémon und Menschen steht. Ich werde sie retten. Ich werde die Welt verändern. Deswegen muss ich ein für alle Mal den Kampf zwischen Michael und mir entscheiden. Was ja auch bei Schwarz und Weiß geschehen ist, aber dazu dann mehr in einem folgenden Schwarz- oder Weiß-Let's Play. Entschuldige bitte, also ich spüre dich einfach daran, mich mit dir zu unterhalten. Genau, also, N hat seine Pokémon freigelassen und das heißt, wir können sie nun 2 Jahre später in Schwarz und Weiß fangen, Leute. Und zwar sind diese Pokémon überall hier auf der Welt ein bisschen verstreut. Das ist, man kann, also es gibt schon eine Liste, wo da drin steht, welches Pokémon auf welcher Route vorhanden ist. Aber vor allem, oder sehr viele Pokémon von N sind nämlich im Wüstenressort. Und da sind wir gerade unterwegs, und zwar gibt es da auch ein Pokémon, das ich speziell ganz unbedingt fangen möchte. Und zwar ein Ganovil, ja, das Unlicht-Boden-Pokémon, weil ich denke, so ein Typ passt noch ganz gut in unser Team und deswegen schnappen wir uns einen Ganovil und weil es ja immer noch irgendwie zu N gehört, obwohl das freigelassen hat, ist es eigentlich so, als wäre es ein Pokémon, das wir getauscht haben, sprich, das einem anderen Trainer gehört und deswegen kriegt es mehr Erfahrungspunkte als andere. Cool, oder? Also dann Route 4 im Sommer. Und wisst ihr was, Leute? Wenn der Memento-Link funktioniert hier per Wi-Fi und ich auch theoretisch über Global Link und so jetzt mit diesem Emulator zocken kann, dann kann ich doch theoretisch auch mein Electek dann, sobald es Level 30 gereicht hat und sich entwickelt hat,
Kann ich mal versuchen, ob das mit meiner Weiß und Schwarz oder Schwarz 2 Version privat, ob ich die auch irgendwie so tauschen kann und ja, wie gesagt, mal gucken, nicht wahr? Vielleicht klappt ja alles sogar. Man weiß ja nie. Route 4, okay, ich sehe gerade, Route 4 sieht hier ein bisschen anders aus als in Schwarz 2. Aber es ist ja offenbar so, dass in Schwarz und Weiß 2 die Route 4 ein bisschen anders aussieht jeweils. Mal gucken. Hey, Tränen, achten auf die Farben des Sandes. Manche Stellen sind dunkler als der Rest, nicht wahr? Wilde Pokémon verstecken sich ganz in dem dunklen Sand. Echt? Mal gucken. Hallo, wer ist denn da? Oh, ich Trottel, ich bin so ein Trottelmann. Oh, Leute, ich muss vermutlich nachher mal kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ich habe vergessen, auf Montag umzuschalten. Ich hier nie. Wieso Montag? Na, weil es hier doch Pokémon gibt, das ich unbedingt Montag fangen wollte. Oh, ist das nervig, hey. Ich trottel mal super vorbereitet an den Memento-Link, habe ich gedacht, aber am Montag natürlich nicht. Oh, guter Fang, nicht übel. Ja, jetzt holen wir den nächsten Fang. Ja. Weil am Montag könnt ihr hier auf Route 4 jeweils einen Waschaquil fangen, auf Level 25. Und das ist ein relativ sehr starkes Normal-Flug-Pokémon. Und das hätte ich auch gerne in unserem Team. Oh, eine Endung gegen Shelby. Das ist eine super Auswahl. Das kann was werden. Ja, Zornklinge. Was willst du sonst machen? Ja, das war ja klar. Brauchst halt nochmal 2 Treffer mit der Zornklinge. Aber ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass das mit dem Memento-Link und dem Wi-Fi so gut geklappt hat. Aber wie gesagt, ich kann ja hier jetzt nicht, obwohl das ganze Wi-Fi ist, geht es ganz leider nicht WLAN, sprich ich kann jetzt hier nicht irgendwie mit dem DS verbinden und so, das geht direkt nicht. Ich muss wirklich über den Server gehen, sprich über Global Link oder wie das mittlerweile heißt. Und ja, vielleicht mal gucken, vielleicht klappt das sogar und dann können wir vielleicht auch künftig hier online gegeneinander zocken. Aber alles mal gucken, ob das wirklich so klappt. Der Memento-Link, der war schon ziemlich cool. Au, 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 au. Das tut doch weh. Oh, weh. Ein Barschuf. Ne, Pokémon-Wechsel. Und zwar, wer muss... Oh, oh. Shelby, zurück. Du bist dran, Beetle. Die Beetles sind ja da. Juhu. Beetle Power. Und das ist schon Barschuft. Na, wie wär's denn mit einem schönen kleinen Rasierblatt? Das Fies. Und tschüss. Soviel zu Barschuft. Spieler besiegt, Angler, hab ich gar nicht mehr gesehen. Egal, ich krieg 512 Pokédollar. Geil, Mann. Ja, Mann, cool. Und der nächste Typ hier. Glückwunsch, wir können nicht mal quatschen. Mit mir ist dir ein echt toller Hecht in den Haken gegangen. In einem Kampf gegen mich stehst du nur frisch gefangene Pokémon gegenüber, Alter. Oh Mann. Ach so einer noch, muss das sein. Hey Mann, ich bin Angler Marlon. Was willst du? Die ganze Zeit Nuss geben, Alter. Rotes Barschuft. Ja, jetzt lachst du noch, bald nicht mehr. Denn hier kommt Shelby. Der kleine liebe Sheldon, komm schon. Das ist scheiße. Nein, die Wasserdüse. Autsch. Macht doch keinen Schaden. Jetzt sind wir gerade irgendwie... Pfui Teufel. Gerade das Haar ins Auge geflogen. Hab so lange Haare wieder mal. Mann, so jetzt aber. Jetzt geht's wieder so. Mann! Was, die Hand wegnehmen, fliegt wieder ins Auge. Leide ich etwa schon unter Haarverlust? Das kann doch wohl nicht sein. Nee. Zum Glück nicht. So, komm schon, Shelby, mach endlich down den Typen. Shelby, oh Shelby. Oh Shelby, oh Shelby und zack. Und das war's auch mit Barschuft. Hat mich gefreut, Kleiner. 596 EPs, da sage ich doch nicht nein dazu, Leute. Ja, könnte besser sein, aber naja. Ist auch nicht so übel. So. Bin hier unten bereits fertig. Da hat es bereits den nächsten Typen. Und irgendwo hier, wie gesagt, muss dann Waschaquil sein. Wo war denn der schon wieder? Ich weiß. Ich glaube, der ist hier unten, oder? Ich kann mich erinnern, dass der hier irgendwo zwischen oder hinten. Ne, der kann gar nicht sein, kommt gar nicht hin. Hinter seiner Absperrung gewesen ist. Oh. Und da haben wir schon ein Flampion. Auch von dieser Spezies gibt es nämlich noch eines im Wüstenresort, das N gehört oder gehört hat. Und diese Flampions und sonstige Entwicklungen sind ja sehr stark.
lohnt es sich schon, diese zu fangen. Und tschüss. Ah, scheiße. 130, das ist das. Schlechter Scherz ist das. So, jetzt komme ich hier wieder durch. Das nächste. Oh, das ist Akromas. Gut. Kurz durch, bitte. Dankeschön. Rennen geht hierbei. Willst du noch fighten? Hallo Trainer, los, kämpf gegen mich. Ich bin heiß, aber sonst geht's mir gut. Okay. Jo, Mann, das geht ab, Alter. Backpacker Clifford. Hey, Backpacker. Er schickt Ganovil. Ja, ein Ganovil will ich mir auch bald fangen. Oh, aua. Das war gerade mein Kiefer. Der hängt jetzt ein Stockwerk tiefer. Aquaknarre. Und Tschüssikowski. Sayonara und Goodbye. Verdammt, 180. Oh, dämlicher Sandsturm. Hier kommt die Überreste. Terrybark. Nee, aber natürlich nicht. Ich habe kein Kampf-Pokémon mehr. Ich trottel, aber stimmt ja. Aber ganz vergessen. Ich habe Lucario abgelegt wegen dem Training und so und mir dachte, ja, das wäre eine gute Idee. Dabei war es vermutlich eine scheiß Idee, aber mal gucken. Lucario aber sonst so schnell trainiert. Der brauchte zum Glück nicht so viele Erfahrungspunkte. Zum Glück, aua, Mann, ey. Das tut doch weh, ja. Zaunklinge schnell. Nein, wieso ist der schneller? Und zicke, zacke, zucki, hui. Und zacke, Tschüssikowski. 404 für Shelby. Ja, das ist scheiße und tschüss. Weitere Erfahrungspunkte für uns. So, jetzt bist du dran. Was willst du von uns, eh? Durch Kämpfe kann man seine Pokémon schnellsten und besten trainieren, Alter. Alle nennen mich hier Alter. Was soll das? Bloß weil ich 25 bin oder was? Also bald noch nicht, aber ja, ist auch noch etwa mehr als ein halbes Jahr, okay. Haben nichts gesagt. Und schon wieder ein Sandsturm. Natürlich, mit so auf der offenen Straße, aber ein Sandsturm. Oh, Metallklau. Au. Ah, Schmerz. Und das war's mit Rotomorph. Der wirft sicher nichts mehr. Aber rotiert nur noch mehr. Merrill. Das ist eigentlich nur herzlich Welcome back oder Welcome back to the Field Flash. Der Yellow Flash auf Knurgekure. Ne, Quatsch. Der gelbe Blitz von Michael. Und hier, was nehme ich? Schockwelle, Elektroball, was wollt ihr? Was denkt ihr ist besser? Na, was wohl? Elektroball. Elki ist so verdammt schnell. Und Tschüssikowski. Was? Scheiße. Und das war's mit Merrill. Gut, das haben wir auch geklärt. Jetzt kommt bereits Akromas. So, Typ, was willst du jetzt? Ich habe dich bereits erwartet. Was hast du? Möchtest du wissen, was sich dort hinter mir befindet? Das sind keine Felsen, nein, sondern mehrere Pokémon namens Castelliff. Kannst du kaum aussprechen, ey. Aufgepasst. Mit diesem von mir entwickelten Apparat werde ich die Pokémon stimulieren. Was? Ja, kann man auch zweideutig verstehen, Alter. Okay, doch nicht. Ich dachte gerade stimulieren, also das... Wären sie weiblich, wäre es pervers. Ansonsten wäre es krank. Okay, gut. Die Plasma hat proklamiert. Was heißt proklamiert? Kenne ich gar nicht das Wort. Dass wir das potenzielle Pokémon anerkennen und sie freilassen müssen. Doch diese Meinung kann ich nicht teilen. Ich finde, es ist an uns Menschen, den Pokémon zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Kommt nur drauf an, wie. Ach ja, übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Michael, verstehe. Du heißt genauso wie der Held von vor 2 Jahren. Das merke ich mir. Dann will ich doch mal sehen, ob du ein Trainer bist, der das volle Potenzial der Pokémon zum Vorschein bringen kann. Darauf kannst du aber einlassen, Alter. Pokémon-Trainer Akromas möchte kämpfen. Der ist schon verrückt, der Alte. Aber gut, Magnetilo setzt da ein. Und wir haben nur unser Shelby. Na, was heißt nur? Es ist ja geschwächt. Und Sandsturm und sein Pokémon nimmt natürlich keinen Schaden, weil es ein Stahltyp ist. Ist ja klar. Kalkklinge, komm schon! Hau rein, die Scheiße! Naja. Nein!
sind's! Aua! Ich fühle mich ein bisschen geblitzt. Autsch. Juhu! Neue EPs. Und jetzt die Aquaknarre! Nein! Ist des Wahnsinns! Der Typ regt mich auf. Er regt mich sowas von auf. Auf. Lauf. Ja, ich lauf jetzt. Komm schon, Aquaknarre! Oh nein. Oh nein! Aua! Glück gehabt. Und der Sandsturm gibt mir gleich den Rest oder was? Nö, zum Glück nicht. Geht gar nicht mehr, aber... Ja, Aquavelle! Ja, geil! Geile Attacke! Aquaknarre, wir haben vergessen, denn die macht nur 40 Schaden. Jetzt kommt die Aquavelle. Die macht ein bisschen mehr Damage. Und verwirrt auch noch dazu. Yeah, ich habe überlebt. Klick, soll ich mal vorführen? Ja, komm, ich führe es mal vor. Weiterkämpfen. Komm schon, Puma-Trainer, Krummes. Klick. Klickety-klack. Aquavelle. Nein, ich Trottel, ich habe Donnerwelle kassiert. Ich bin so doof. Okay, er ist ein Stahl-Pokémon. Ringfrei für Pyron. Wuff, Cliff. Pyron in den Feuerzahn. Was? Achso, das stimmt ja. Feuerzahn ist ja physisch und deswegen nicht Trottel, ja. Sorry, war mein Fehler. Sorry, Pyron. Oh. Nimm die Rückkehr. Müsste reichen. Dankeschön, Pyron. Hast gut gemacht. Wuff. Nicht übel, du hast ganz schön was drauf. Nicht übel, du hast ganz schön was drauf. Na klar, genau wie die Arenaleiter für die Orte oder die Top 4 und der Champ der Pokémon-Liga setzt du das volle Potenzial der Pokémon frei, indem du immer gut zu ihnen bist. Diese Eigenschaft habt ihr also alle gemeinsam, nicht wahr? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Protein. Da wird sich Evoli freuen, ist leider nur das Falsche. Es ist so frustrierend, wenn wir doch nur mit Pokémon reden können, um Potenzial auszuschöpfen, Alter. Aber so einen Trainer gibt es auf der Welt nicht. Also dann, Michael, man sieht sich. Ja, weil Protein erhöht nur den Angriff, aber ich bräuchte für Evoli, glaube ich, Calcium was, für einen Spezialangriff. So, jetzt geht es in die Treppe. Sieht wirklich ein bisschen anders aus als in Schwarz 2. Verrückt. Ist bei Ruinen? War es bei Schwarz 2 gar nicht so. Egal. Geht's hier noch lang? Ja, tatsächlich. Sieht aber schon geil aus hier. Boah, wieso sieht denn das so verschieden aus in Schwarz und Weiß 2? Also vor allem jetzt hier Route 4 speziell. Tja, gute Frage. Hey, hör mal, wie ich Pokémon-Ruf imitiere. Von mir aus. War das ein Evoli? Was ist echt ein Angelotz? Ups, sorry. Nochmal. Ja, ein Angelotz schon wieder. Ein Pokewedel. Okay, die mit hier meine Pokémon ist ja auch nicht nett, aber ich dachte, sie können unser Pokémon heilen, wenn es schon wie eine Krankenschwester aussieht. Na, okay, eben nicht. Jetzt an der Stelle ist Beetle, das passt so. Wohin jetzt eigentlich Waschaquil? Ist er hinten irgendwo? Auf alle Fälle auf Route 4. Und ich habe Schaufler erhalten. Yeah, Mann. Gut, Schaufler. Ja, Schaufler ist so eine Art Pseudo-Erdbeben mit einem, ich sage jetzt mal mit einem Effekt, um halt gegnerische Attacken auszuweichen, außer halt Erdbeben, weil wenn der Gegner von euch Schaufler einsetzt und ihr dann Erdbeben, dann Hasta la Vista Gegner. Das macht dann sogar doppelt den Schaden. Echt übel, oder? Gut, Schnösel Ernie möchte kämpfen. Von mir aus Terribark. Wird in den Kampf geschickt. Komm schon, Beetle! Es ist Zeit für die Rückkehr der Beatles. Oh, das könnte noch ein heißer Kampf werden hier. Bodycheck, geht daneben und Käferbiss. Alter, nimm Rasierblatt schnell. Nein. Holy shit. Und das La Vista, Terribaki. Yeah, Beetle erreicht Level 22, werden immer stärker. Wow, 3 Angriff, gar nicht mal so schlecht. Käfertrutz. Guck mal schnell. Was?
Spezialattacke, was für Beetle sowieso ein Quatsch mit Soße ist, und nur noch Stärke 30. Alter, nie im Leben. Nö. Nicht erlernen. Ja, nicht erlernen, scheiße. Was heißt der Scheiße? Meine Stärke ist Sonderklasse. Und ich trage weiß in der Wüste. Ist natürlich überhaupt nicht schmutzig. Nö, überhaupt nicht. So, ich wollte nur einen Pokéball da unten haben. Oder wohl das Item. Ey, du da, ich langweile mich gerade etwas. Also treib mir die Zeit. Ja, Ah, Lady Agathe. Was, Agathe? War das nicht die Top 4 Geistertrainerin in der ersten Generation? Los, Beetle! Oder hieß die Agatha? Ich glaube, das war Agatha. Ist egal, der Name kommt mir gerade so bekannt vor. Rasierblatt, komm schon! Nein! Was, Folterknecht? Willst du verarschen? Das bringt doch nichts, zumindest nicht in dieser Situation. Ja. Und finish off mit... Komm schon, Käferbiss. Geht doch. Das muss ja schmecken, bis so eine Katze reinzubeißen. Aber die Chinesen lieben es ja, nicht wahr? Die Chinesen. Ja, die Chinesen, genau. Mit dem weichen CH. Ach ja, das weiche CH ist auch sowas, was wir Schweizer überhaupt nicht so drauf haben. Was nicht drauf haben, das wird uns zwar noch in der Schule beigebracht, aber... ja... nicht so beliebt, sag's mal so. Ja, ist nicht ganz toll. Das weiche CH ist ganz toll. Ja. So. Was sollen ihr zwei, ihr Zwillinge? Haha, Befreiter vom alten Palast. Alter Palast, es heißt alter Palast, nicht alter Palast. Was? Wie? Wo? Was? Wieso? Wo ist der Palast? Die Herausforderung von Zwillinge Eta und An. Waumboll und Lilith habe ich, glaube ich, gelesen, oder? Kann das sein? Ah, Lilminip heißt das. Lilminip und Waumbull. Oh Mann. Ja, das war eine super Wahl von mir. Obwohl, stimmt, der Käfer. Haha. Hab nichts gesagt. So, Elektroball. Macht es wohl Schaden bei Pflanzen? Also klar macht es Schaden, aber halt die Frage, macht es viel Schaden, je nachdem wie hoch die Spezialverteidigung ist. Das macht gar keinen Schaden, scheiße. Und dafür ist Liminip. Schnee von gestern. Gut gemacht, Beetle. Mega Sauger. Die will mich aussaugen, die ist ja ganz pervers. Die alte ist doch rollig. Oh yeah. Mal gucken. Fußkick macht echt Schaden. Ja, grausam. Ich kann voll treffen, nur so wenig. Und das war's mit Waumbull, Beetle, Flash, sehr schön. Eta und An, wirft den alten Palast über Bord. Zum letzten Mal. Es heißt aller Palast. Mann, ey. Tja, es hat einen Sprachfehler. Nächstes doch nicht so. Wann wird das Neue eigentlich alt? Schon bald. Ja. Wie war? Ein Palast ist am Ende auch nur ein Haus. Wohnt da vielleicht noch jemand? Tja, wer weiß. Vielleicht mal nachgucken, wa? So, das ist ein Haus und da ist eine neue Trainerin. Was ist das für ein Mucke? Backpackerin Patereux. Patereux, was ist das für ein Name? Französisch oder was? Mais oui. Alter Scheiße. So, Flecknäuel. Psychoflug, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Das heißt, ich habe ein Problem. Käfer gegen Flug, gegen Psycho gut, gegen Flug schwach. Scheibenkleister. Oh. Nein! Und tschüss, Flecknäuel. Beetle Power, Dusselgur. Das ist ein Job für unseren Flash. Für unseren Flashy Boy. Der ist zwar überhaupt nicht rot, aber gelb steht ihm auch so gut. Gelb-schwarz. Die Farben meines alten Trikots übrigens. Ja, meiner alten Fußballmannschaft. Also meiner vor allem. Meine Fußballmannschaft. Ist ja auch schon 10, 14 Jahre her. Meiner Jugend. Obwohl ja Kindheit fast schon. Ja, damals war ich noch Fußballspieler, hey. Dreimal die Woche gespielt, sprich zweimal Training, einmal Match.
war gar nicht mal so übel, also, naja. Leider auch schon länger her. So, was wollt ihr hier? Also mir ist der Angriff bei einem Pokémon das Wichtigste. In diesem Sinne, hast du ein Pokémon dabei, dessen Angriff höher oder gleich 73 ist? Muss ich glaube haben. Was? Aber nicht? Initiative, Mann! Initiative, Mann! Ja, aber wie hoch denn? 73, ja, okay, gut. 73 ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Mag ja sein, aber kommt schon noch. So ab Level 30 und so habe ich das auch. Was willst du hier, Spacko? Ich würde gerne meinen Wumble gegen deinen Lillimit. Wann ich kann es nicht aussprechen, gegen deinen Lilminip tauschen. Nö, hab keins dabei. Verstehe dann vielleicht nächstes Mal. Ja, vielleicht. Das Item Blendpuder gefunden. Gut gemacht, Alter. Dankeschön. Hier haben wir noch ein Kiesling, richtig Fiesling. Kickerkies. So, was willst du? Sandstürme können einem übel zusetzen, aber es scheint, dass Pokémon vom Typ Gestein, Boden und Stahl im Sandsturm keinen Schaden nehmen. Schon krass, Mann. Ja, genau wie die Zeit. Die Zeit, Mann, schon mal wieder vorbei. Was hat's hier eigentlich noch Schönes? Hier draußen, was hat's hier noch? Ich guck doch nur, was hat's hier denn so Wunderbares? Es sieht erschöpft aus. Ruh doch ein bisschen aus. Oh, das ist wie Balsam für meine Haut. Da hat unser Pokémon hat eine tolle Verfassung. Gut, tschüss. Dankeschön. Wir sind wieder fit, Leute. Bereit für neue Abenteuer, für neue Schandtaten und... Was hier hinten vielleicht sogar? Ich glaube, hier könnte wahrscheinlich auch noch sein. Hey du da. Los, komm her. Bewundere mein Pokémon-Team. Ist das eine Hausmutti oder was? Nö, eine Hausoma. Pokémon-Fan Helga. Flampion wird Flampion wird in den Kampf geschickt. Yeah, Flampion, Flampion. Los geht's, mein Starter Shelby. Shelby, wird Zeit für die Aquavelle. Endlich mal zeigen, wie die aussieht. Geil, Mann. Also eigentlich laut Anime ist sie ja eher so eine Art Wasserkugel, so eine Art Aurasphäre für blaue Wasserfreaks, aber naja, ist doch egal. Jedenfalls macht sie ziemlich Damage und verwirrt die Gegner auch noch. Teilweise zumindest. Gut. Das ist so viel dazu, aber hier noch ein Item. Oh, gut, sag ich was. Itemradar. Jo, hier hat's was, ich sehe gleich was. Ihr seht zwar nicht, aber macht ja auch nichts. Ich zeig's euch ja, Und? Genau, ihr hört es auch, oder? Hier haben wir ein Item. Und so ein Grünstück, geil. Ein bisschen Item farmen, das muss manchmal auch sein. Hier hat es noch eins. Hier? Nö, hier. Genau, hier ist es. Und zwar Sternstaub. Sternstaubdrache. Oh Mann, Leute, Sternstaubdrache. Sagen wir gleich an Yu-Gi-Oh! Und diesbezüglich natürlich auch an das nächste Yu-Gi-Oh! Let's Play, das ja auch schon bald starten wird, beziehungsweise mal ein Let's Show Pad, um zu gucken, ob ihr überhaupt das Spiel wollt. Ja, dazu mal ein anderes Mal mehr. Ach, hier unten bereits? Nö, auch noch gar nicht. Alter, die Rot ist so groß, ey. Ich kenn's noch gar nicht, also zumindest nicht die Weiß 2 Version. Und ein Gelbstück auch noch hier. So, die Zeit liegt uns im Nacken. Und mein Nacken könnte auch bald mal knacken. Er will fighten, der Stüpi. Okay, du willst fighten, dann fighten wir gegen Pokéfan Drake. Mit einem Vulcano. Ja, in der Wüste sind sie alle heiß drauf. Von mir abgekühlt zu werden. Shelby. Du hast zwei starke Attacken, die Aquavelle und die Kalkklinge, sowohl physisch als auch speziell. Du bist einfach nur krass drauf, Mann. Speziell. Und Vulcano ist Schnee von gestern. Noch 11 Level, dann ist unser Shelby bereits wieder bereit, sich weiterzuentwickeln. Ja, noch vor allem, was? Aber Shelby wird, glaube ich, das nächste Mal überhaupt nicht zum Einsatz kommen, also sprich beim nächsten Arena-Kampf. Da ist dann wieder in Rayona City, heißt glaube ich die Stadt, und da ist ja, wie schon 2 Jahre zuvor, wieder eine Elektro-Trainerin, Arena-Leiterin. Aber diesmal eine schwarzhaarige, glaube ich, oder? Ich sehe gleich mal nach. Jetzt mal hier kurz noch reinschauen, oder sind bereits hier was? Oh, was ist denn hier drin alles? Hallo? Angenommen, alle Pokémon werden befreit und ihre wahren Kräfte werden sich offenbaren. Würden sie dann nicht eines Tages uns Menschen benutzen und gegeneinander kämpfen lassen? Tja, eben diese Fachsimplerei. Wer weiß das schon.
Montus kommt immer von irgendwo ein Pokémon her. Genau, das meine ich. Montus kommt immer eine Waschaquille. Das heißt, ich muss nachher mal kurz offscreen die Tageszeit umstellen, also sprich die PC umstellen auf Montag und dann mal gucken, ob es funktioniert. Schau mal für dich. Und Citrobeere. Oh, verdammt. Ich trottel, ich bin so ein Arsch. Ich bin ein Arsch mit Ohren. Ich war da vorhin noch... Oh, Mann, ey. Gut, das sagt Zeit. Ja, das mache ich noch kurz, Leute. Das mache ich noch kurz. Ich war da vorhin noch am Anfang der Folge. Aber jetzt auch noch was. Ein Item. Mehr gleich. Ja, hier ist es. Hypergetränk oder Hypertrank, wie auch immer. Ich war da zu Beginn der Folge noch in der Stadt, in der City. Ja, was für ein Pokémon habe ich dabei, das dringend mehr Happiness-Punkte braucht? Genau, unser Evoli. Und das habe ich trotzdem nicht gemacht. Ich habe es nicht massieren lassen. Ist doch ein neuer Tag. Das heißt, ich kann es nicht... ja. Sag bitte nicht, ich weiß. Was zum... Ach so, stimmt, das war ja die Trainerin. Oh, sorry, Leute, ich bin ans Mikro gekommen. Freunde, diese Trainerin hier ist ein bisschen speziell, denn die tritt jedes Mal, wenn ihr Route 4 neu betritt, und das habe ich offenbar gerade, und halt die Teilmap neu betreten, kämpft die erneut gegen euch. Also es ist eine gute Möglichkeit, gegen sie Erfahrungspunkte zu sammeln, beziehungsweise eure Pokémon zu trainieren, aber ihr seht schon, zu Level 16 ist da viel zu wenig mittlerweile. So herum natürlich. So, Turbodreher, macht dein Ding, ich setze gleich die Kaltklinge ein. Und ich muss langsam mal die Folge beenden, Menschenskind, das ist eine lange Folge. Komm schon schnell zurück in die Stadt. Ja, mach endlich, alte Schrapnelle, komm schon, komm schon. Megal. So, jetzt noch die Aquavelle. Ah, scheiße. Was? Stimmt ja. Jetzt war mir der Gedanke gerade ganz woanders. Mit den Gedanken ganz woanders. Ich glaube, ich war irgendwo bereits bei Naruto oder Anno 1404 oder was weiß ich für ein Let's Play. Alter. Was mach ich denn jetzt? Jetzt bin ich komplett neben. Mann. Ja, also jetzt kannst du mich nicht mehr gebrauchen. Jetzt ist das Ende im Gelände. Jetzt mache ich erstmal ein Kaffee. Komm schon, Shelby, jetzt mach endlich mal das Ding rund. Ja, es ist schon rund. Und Tschüssikowski. Und da ist auch die Wassermaus endlich platt. Ach ja, Freunde, wusstet ihr übrigens, dass Meryl eigentlich ein Pokémon war, das noch für die erste Generation gedacht war? Genauso ähnlich wie Lugia auch. War ja auch ein Pokémon, das bereits frühzeitig mit der ersten Generation entwickelt wurde. Und da ja erst später dann, sich halt gedacht wurde, komm, wir packen das erst in die zweite Generation rein. Deswegen ist Lugia auch offiziell der Boss der 3 Vögel oder der 3 legendären Vogel-Pokémon aus der Kanto-Region, sprich aus Rot, Blau, Gelb, Grün oder halt einfach aus der ersten Generation. Lugia glaube ich auch, oder? Lugia, immer natürlich Ho-Oh. Oder war das nur im Anime? Das war nur im Anime, weil da in der ersten Folge hat ja Ash ja auch plötzlich einen Ho gesehen. Obwohl es ja, wie gesagt, die erste Generation war so, jetzt hier noch kurz Massage, komm schon, das kannst du doch, oder? Was machst du mir? Hallöchen, na? Möchtest du? Und zwar unser Evoli. Ganz kurz, bitteschön. Ja, dann wird gleich mal loslegen. Ja, das ist geil, Mann. Tschüss. Ja, tschüss. So. Jetzt aber. Kurz mal, nicht hier. So, hier. Pokémon. Wir haben jetzt Shelby, Level 25, Beetle, 23, Flash, Pyron. Mal kurz gucken. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Pyron eher weniger. Tauschen wir kurz Beetle mit Flash aus. Nehmen die auch beide ein erstes Level. Und ja, Freunde, würde ich mal sagen, dann bei der nächsten Folge dann vermutlich bereits Waschaquille wird dann gefangen und dann auch schon vermutlich Ganoville, sprich das ist ein altes Ganoville, oder ein altes, sagen wir einfach mal ein alter Freund von N, sein Ganoville, und dann haben wir bereits 2 neue Pokémon, die dann auch wieder trainiert werden und ja, wird sicher cool, dann haben wir ein sehr ausgewogenes Team, würde ich mal behaupten. Also dann, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge bei Pokémon Schwarz-Weiß 2. Oder wohl eher Weiß 2? Ja, eher Weiß 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.